Streaming-Tipps von Let's Hugo. Ich bin Hugo, ich bin 20 Jahre alt und ich streame den ganzen Tag nur. Hast du Tipps für Leute, die mit dem Stream anfangen wollen? Was muss man Okay, ich predikte, er sagt morgens Stream. Morgens. machen? Morgens streamen. Das habe ich gesagt. Morgens früh streamen ist der Key. Weil da kriegt man die ganzen, da kann man anfangen, so Viewer zu bekommen. Weil wenn du mittags, abends und so streamst, dann sind die ganzen anderen Streamer live. Wenn man möglichst Bro, aber warum rede ich mittlerweile krasser? Ich verstehe nicht, wann ist dieser Switch passiert, dass ich auf einmal reden kann? Bruder, ich konnte ja damals wirklich nicht reden. Morgen streamen. Bist du immer noch? Opfer bist du aber immer noch. Hast recht. Erfahrung tausende Stunden. Digga, Schülerfahrung. Du bist erwachsen geworden, my son. Ja, wahrscheinlich. Chat, denkt ihr, die würden sich freuen so auf Matching und so? Hugo X Coxig. Spielchen mit mir. Der Deal war 15%, sie haben 30 genommen. Chat, ist schön. Was macht die Lara mittlerweile eigentlich? Ich hab sie dieses Jahr so noch gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr wo. Digga, die Lara und Stegi Arc, Junge. Firma. Aber ich will noch nicht. Aber du musst. Ich will noch nicht. Ich muss gar nicht. Oh mein Gott. Ja. Also, schlaf gut. Träum was Süßes. Genauso wie dein Chat. Und wir hören uns. Du gehst echt. Ja. Okay. Nacht. Räum du was Schönes. What the fuck? Dankeschön. Du auch schön. Auf deinen Chat. Dankeschön. Und dann bis morgen. Bro, aber ey Leute, ist das gleiche, oder? Ist das gleiche mit mir und Coxig, oder? Ist das gleiche. Na klar. Jetzt ist Zeit, schlafen zu gehen. Null. Nein. Oder? Sonst mach ich das echt bald wie Papa Platte. Ey, das wär So gemein. Nicht auch schlafen lassen. Ich will noch nicht. Aber du musst. Ich will noch nicht. Ja, also, schlaf gut. Träum was Süßes. Genauso wie dein Chat. Und wir hören uns morgen. Du gehst echt. Ja. Okay. Sind wir for real? Wenn eines Tages meine cringen Chats mit irgendwelchen Mädchen von vor 3 Jahren rauskommen, okay? Kann sein, ich erhänge mich oder gebe mir die Kugel. Aber er macht das alles for free. Aus freien Stücken. On stream. Das Internet vergisst. Jetzt ist Zeit, schlafen zu gehen. Null. Doch. Nein. Ich schwöre, ich kenne diese Clips nicht. Ich schwöre, ich kenne diese Clips Zeit nicht. schlafen. Ich habe dieses ganze Bro, das war damals Stege-Lara-Thema. Ich war so. Ich habe das wirklich fast gar nicht mitbekommen damit. Null. Doch. Sonst mache ich das echt bald wie Papa Platte. Ey, das wär so gemein. Ja, aber dann musst du mich auch schlafen lassen. Oh mein Gott. Ja, aber ich lass dich ja auch schlafen. Nein. Herr Voll. Nein, gar nicht. Jeden Tag haben wir die gleiche Diskussion. Ja, du hast schon recht, auf jeden Fall. Aber deswegen verabschieden wir uns ja auch gerade schon vor. Nein, bleib doch da. Nee, ehrlich nicht. Ich muss wirklich schlafen gehen, Stegi. Aber ich wollte noch Tschüss sagen. Aber. Ich hab schon Ray. Wow. Ich hab schon Ray. Der Bastard, Digga! Der Bastard! Bruder, was sagt er? Was sagt er da? an dich gemacht. Man kann es aber abbrechen. Nein, das passt schon. Echt kein Stream mehr. Echt. Bruder, krank. Was war das hier? Weißt du, was ich vor 10 Monaten gemacht habe? Ja, habe ich geschrien und keine Ahnung. Hier. Oder? Okay, Stegi. Du möchtest eine verbale Auseinandersetzung mit mir. Ich bin bereit. Nee, ich will Verstehst du? Leitung 3 treffen gerade. Ja, Leitung 3 ist aber nicht freigeschaltet, verstehst du? Aber Da kannst du noch morgen... Okay, ich möchte jetzt wissen, in ihren grünen Haaren verpflanzt. Hast du die Haare gerochen? Hast du sie angefasst? Wie waren die Körperlichkeiten? Wie
Wie nah ist es gewesen? Sag es mir! Komm, sag es mir! Hat das Bett geknirscht, ja oder nein? Was? Ich hab hier überhaupt nichts. Ich kenne keinen in diesem Call. Hör auf, Colin, hör auf! Warum hat er denn... Hat das Bett geknirscht? Okay, jetzt will ich noch einmal hören. Also kann man das vergleichen? Ich, Coxic und Stegi die Lara? Nein. Nein, Bro. Guck mal, ich bin jetzt fair. Da steht Stegi die Lara, ich gebe jetzt ein, Hugo Coxic. Okay? Let's Hugo Coxic. Very beautiful. Thanks. You too. Warum ist jede 50. Nachricht, ich vermisse Coxic? Ich vermisse gerade wirklich Coxic. Bro, das wirkt nur wegen dem Edit so. Was? Ich sag trotzdem, kann ich vergleichen. Ich sag nicht. Oh, BC Quatschi. Zeig mehr. Ja, okay, aber guck mal. Bro, das ist ja trotzdem nicht das Gleiche. Ja, genau, ich bin nicht so corny. Das ist doch eine gute Beschreibung. Die waren extremer. Ich bin einfach nur am Chillen. Steht ihr auf, ne? Ist nicht so schlimm wie bei Dilara und Stegi. Okay. Eigentlich dachte ich ja nach dem Flughafen Goodbye. Hat er eigentlich noch was hochgeladen? Oder hab ich das gesehen? Ich glaube, das kennt halt wirklich jeder. Hä? Hab ich das geguckt? Ich hab mir das nicht offstream angeguckt. Und die Tour 1. Schon das Buch. Oh Mann, es laggt wieder die ganze Zeit nur. Ey, fick doch alles, Digga. In the airport, I kept my funny toys in the luggage. And then I was Googling if I'm allowed to keep there some funny toys. Or should I remove them? But it was too late already. And I gave it away. And I was wondering if they're gonna take it out or not. But they didn't, so it's all good. Thank you very much. Ains, thank you very much for the sub. Thank you, appreciate that. But right now, I'm gonna do this smarter and just put it in my backpack. But hopefully they're not gonna open my backpack, because last time I was in the airport, they opened my backpack to see what's inside, because I have a lot of technology, you know? And they were looking inside, but it was a woman, thankfully, so I don't know. It's gonna be fine. Krass. Bei mir haben sie Gott sei Dank Vivi noch nie rausgeholt. I live with my dad. I want to help her out. My mom is kind of homeless. Klassiker. Kann ich mir das anschauen? Anna unter der Dusche ganz schnell. Der Deutsche war unter der Dusche. Und wie fühlen sich die anderen? Nee. Was geht ab, Deichmann? Leute, können wir ein Happy TikTok und dann Themen-Switch? Jetzt ist Zeit, schlafen. Oh Gott, oh Gott. Nein. Oder? Digga, das ist so krass, dass Annika jetzt diese scheiß Vivis hat, Digga. Digga, guckt euch das an, Bruder. Junge, sie hat so viele Vivis, Bro. Ich will auch. Und Leute, falls ihr noch eure Vivi wollt, perfekter Moment gerade, denn wenn ihr jetzt noch bestellt, kommt es 100% vor Weihnachten an, denn alle Vivis, die jetzt bestellt werden sofort versendet, denn alle Vivis sind jetzt im Lager. Heißt, schlag zu, Leute. Hier, Digga, das ist so geil. Ich habe den Grimace Shake hier geholt. Wir testen den jetzt. Der schmeckt ein bisschen wie... Digga, wir mussten so kaputt lachen, weil damit das Szenario wenigstens, ich habe euch das schon mal erzählt, aber das war das Szenario. Hier stand mein Auto, hier waren so Parkplätze, die gingen nach da, ne? Hier war so ein Stromkasten, so, und hier war Gebüsch, ne? Und hier war eine Tankstelle und da wurde gerade jemand verhört vom Zoll. So zwei fette Wagen mit Zoll, okay? Da waren 4 Zollbeamte. Und der wurde die ganze Zeit gedingst. Und ich hatte das TikTok schon vorher aufgenommen mit diesem Wir testen Grimace Shake. Und dann liefen wir hier so entlang und Luca hat so gefilmt, dass man die Zollbeamten da sieht, wie die mit dem anderen da reden. Und dann meinen die so, was soll das? Sofort die Kamera raus! Was soll das? Lösch das sofort! Das geht so nicht! Verwarnung! Irgendwie sowas, die waren richtig sauer. Und dann haben wir hinter diesem Stromkasten danach
dieses verfickte Video aufgenommen. Und als ich auf dem Boden lag mit Grimace Shake auf meinem nackten Körper, kamen zwei von diesem Zoll und haben gefragt, was macht ihr hier? Was soll das hier? Digga, das war so krass. Und da meinten wir einfach nur so, ja, wir nehmen gerade einen TikTok auf. Wir arbeiten gerade. Haben wir jetzt den Grimace Shake hier Das ist geholt. so geil, Digga. Digga, Top 3 TikToks mit Background. Mit wem war das TikTok? Und weg mit dem Dreck, mit dem neuen Galaxy S24 Ultra. Schwieriges Thema, Bro. Schwieriges Thema. Steuerhinterziehung. Erklärt in Minecraft. Stefan arbeitet normalen Job. Chef bezahlt Stefan 10 Smaragde für harte Arbeit. Stefan glücklich, kann sich endlich neues Auto kaufen. Halt, stopp, sagt Finanzamtmann. Fülle diese Steuererklärung aus. Du verdienst 10 Smaragde? Dann nehme ich mir die Hälfte. Ich muss neue Brücke und Schule bauen. Stefan traurig. Er fühlt sich ausgeraubt. Er hat Idee. Beim nächsten Mal lügt er bei Steuererklärung. Wenn Chef Stefan das nächste Mal 10 Smaragde bezahlt, schreibt er bei Steuererklärung, er bekommt nur 2. Das bedeutet, Staat nimmt nur einen Smaragd. Stefan glücklich, kauft neues Auto, neues Haus, neue Frau. Finanzamt aber misstrauisch. Wie all das kaufen, aber nur 2 Smaragde verdienen. Also ruft Finanzamt Betriebsprüfer an. Betriebsprüfer auch Teil vom Finanzamt. Betriebsprüfer fängt an, Stefan zu überwachen. Betriebsprüfer sieht Lüge. Er jagt Stefan. Stefan versucht zu Hause zu verstecken. Betriebsprüfer aber schon da. Stefan versucht in Wald zu verstecken. Betriebsprüfer auch da. Betriebsprüfer fängt Stefan. Lässt Stefan 5 Smaragde bezahlen. Dann in Gefängnis gehen. 2 Dinge im Leben sicher. Tod und Steuern. Bruder, ich hab aus Versehen geklickt. Real Talk aus Versehen. Real Talk. Real Talk. Real Talk aus Versehen geklickt. Aus Versehen geklickt schon wieder. Heart Attack Final Boss. Was sagst du dazu? Let's Hugo was last seen 1844 Tage. Was ist das für ein Server, Digga?